Der Martin entschuldigt sich beim Hubert und lobt ihm über den kleinen Klee und geht mit ihm jagen und mit denen kommen sie wieder zusammen. Um 5.700 € meldet der Michi sein Burm für einen Lehrgang an, dass er die Elektrokarren richten darf. Der lässt sich aber, statt dass er lernt, mit Schnaps volllaufen und frisst ein Rauschgift, so dass ihn schließlich halber tot umhaut. Tina kann ihm gerade noch das Leben retten und wegen den überredet der Michi einen Rolli und der stellt nachher Tina wieder in seiner Apotheken ein. Josie wird von seiner Mutter unversehens mit einem roten Farbbeutel versaut, weil die schon für der Sarah seine indische Hochzeit trainiert. In dem kreisligen Zustand muss nachher an Berli einen Strafzettel ausschreiben und macht sie auf die Weise voll zu Hans Wursten. Der Rolli schenkt seiner preisischen Gspusi kleine Ohrringerl, aber die lässt eins davon unversehens in Ausguss einfallen. Beim Essen stellt sie aber raus, dass das in Wirklichkeit als Essen eingefallen ist und der Rolli beißt drauf. Der preußische Kellner verwechselt etwas und statt Kässpatzen kriegt er saure Kudeln zum Essen. Zuerst graust sie ihm recht davor, aber schließlich kommt er nachher da auf den Geschmack. Die Uschi kauft für seinen Alten eine Handtasche zum Umhängen, aber mit dem schaut er hübsch deppert aus und drum schenken sie es der Leni. Der Sarah, seiner preisischen Hochzeiterin, mag ums Verrecken nicht einfallen, was ihr bei der Hochzeit alles versprechen sollt. Weil vor der Kirche die Straße aufgerissen wird, können sie eine Hochzeit nicht am Kirchenplatz feiern und drum möchten sie das an Holztaus machen. Der Sarah, seine Eltern, gefällt derer seine preisische Hochzeiterin nicht besonders, weil es ein Pfarrer ein Arschloch geheißen hat und den Kuchen, wo der Sarah seine Mutter extra für die Hochzeit gebacken hat, vor lauter Hudeln am Baum abschmeißt.